Salut zusammen und herzlich willkommen zurück zu F1 2020. Wir sind im letzten Rennen in Frankreich mehr oder weniger einfach ins Ziel gefahren. Also hätte eigentlich gerade sogar können das Rennen abbrechen, hätte ja nicht mehr gross gebracht gehabt. Es war ein riesiger Chaos, rumgerutscht wie weiss ich was. Und im vorletzten Rennen in Kanada haben wir ja, sage ich mal so, immerhin Punkte geholt, aber eben Podium wäre wahrscheinlich schon drin gewesen. Jetzt geht es aber ab auf Österreich. Österreich ist eine Strecke, die ich sehr gut kenne, weil das ist eigentlich die Strecke, die ich am meisten fahre in diesem Game, weil ich sie einfach so geil finde. Und bevor wir jetzt nach Österreich gehen, wir haben noch 2-3 Punkte, die wir noch entwickeln können. Also wir haben jetzt 2230 Entwicklungspunkte. Das müssen wir noch gerade verwenden. Ich habe gemeint, ich weiß nicht, ob man es in der letzten Folge noch sieht, dass irgendetwas fehlgeschlagen ist, aber es ist nicht so tragisch. Es gibt so einiges, da haben wir das. Von der Aerodynamik. Da können wir jetzt einfach für 325 nochmal frisch entwickeln. Dann geht es sicher nicht in die Hose. Machen wir jetzt einmal. Wir sind grundsätzlich vom Antrieb her nicht schlecht dran. Was haben wir da? Vom Chassis her. Chassis, da sind wir noch ein bisschen schwächer. Ich glaube, das würde auch mal Sinn machen, dass wir das Chassis noch ein bisschen upgraden. Weil wenn wir jetzt das wieder machen, dann wir ein bisschen vor Haas herkommen und hinter McLaren noch. Ich glaube, das Chassis, das ist schon notwendig. Das machen wir auch gerade. Und dann haben wir noch 850. Mal schauen, ob wir noch etwas machen können aus Empfehlung raus. Auch Chassis. Können wir noch etwas machen oder sind sie ausgelastet? Nein, wir können noch etwas machen. Okay, dann machen wir das auch noch gerade. Einfach, dass wir Chassis wirklich ein bisschen upgradet haben. Ich glaube, das ist auch noch gut. Chassis haben wir bis jetzt am wenigsten auch gemacht. Hydraulik oder Aerodynamik sind wir schon recht gut. Motor sind wir auch schon recht stark. Gut, also, dann würde ich mal sagen, gehen wir ab nach Österreich. Wie gesagt, ich freue mich auf das Rennen. Und ja, dann sehen wir uns gerade bei der Streckenakklimatisierung. Let's go! So, wir sind in Österreich. Ich sehe an meiner Körperhaltung wahrscheinlich, dass ich mich nicht freue. Wieso muss es schon wieder regnen? Wieso muss es einfach schon wieder regnen? Das ganze Ding ist schön, außer der Regen dann am Sonntag. Ist die ganze Zeit Regen? Nein, es startet mit Regen. Okay, und wird dann schön. Wird ein spannendes Rennen. Wird sicher ein spannendes Rennen. Wir gehen die Streckenakklimatisierung. Machen das mal, fetzen mal ein paar gute Runden her und dann schauen wir mal, wie wir so landen oder wie wir dann abschneiden. Let's go! So, gut, herzlich willkommen bei der Streckenakklimatisierung. Wir fahren jetzt auch mal kurz die Strecke wieder langsam ab, dass wir sie noch einmal sehen. Wobei ich muss sagen, Spielberg oder beziehungsweise Österreich, da ist ja eine sehr einfache Strecke, aber einfach, dass wir es auch gemacht haben. Also da haben wir jetzt einfach mal die Start-Zielgerade. Geht hier vorne, der Motor nicht übertreiben, geht hier relativ rauf. Man kann da relativ spät reinbremsen. Kurve im dritten Gang, da ist halt einfach wichtig, dass man nicht zu weit rauskommt, weil man kann auch schnell wieder abfliegen. Und dann nachher, die Kurve hier ist eigentlich so ziemlich die heikelste, weil da kann man den Bremspunkt schnell mal verpassen, fliegt man draus und wenn man da zu viel Gas gibt, kann es auch sein, dass man dann nachher sich wegdreht. Sicher schon jedem Mal einmal passiert. Und dann nachher sind eigentlich die restlichen Kurven sehr einfach, sehr schnell vor allem auch. Die ist vielleicht noch ein bisschen speziell, weil da kann es auch schnell ein bisschen rausziehen, weil man die Backdoor ab noch bremsen. Und da kommen eigentlich so meine Lieblingskurven. Da muss man halt einfach den Lenkwinkel treffen, nicht so wie ich jetzt. Aber sonst eigentlich sind die Kurven wirklich geil, weil da kann man wirklich voll durchfliegen. Und da unten, die letzten paar Kurven, die wir noch haben, ich weiß gar nicht, welche Kurven das sind eigentlich auch sehr, sehr schnelle Kurven. Da darf man einfach nicht zu viel abschneiden, weil sonst wird die Strecke oder die Rundenzeit nicht zählt. Und jetzt probieren wir noch schnell eine schnelle Runde. Ja, voll drüber rausgeschossen. Es regnet. Also es wird regnen jetzt dann. So. Also, ich würde sagen, das reicht dann auch, weil wir haben jetzt schon genug gesehen von der Strecke und von der Akklimatisierung. Wir gehen jetzt ins Blitz-Qualifying rein, oder beziehungsweise wir machen jetzt noch das Qualifying-Tempo, dass wir noch eine schnelle Runde gefahren sind, dass wir auch sehen, was ist überhaupt möglich.
Und ja, let's go. So, herzlich willkommen zum Qualifying Tempo, oder wie ich immer sagen, Qualifying Simulation. Klingt viel besser. Ja, wir fahren jetzt einfach schnell kurz eine schnelle Runde. Probieren wir unser Glück. Nicht verwundern, ich habe nicht irgendwie das Wetter geändert. Ich bin nur mein drittes Training vorgekumpelt, weil dort war wieder schön Wetter gewesen. Weil ich das auf den Slicks fahren und nicht auf den Regenreifen, weil es angefangen zu regnen. So, wir probieren jetzt mal hier schnell eine gute Runde zu fahren. Sollte aber nicht so ein Problem sein. Wow, shit, da war ein bisschen weit draussen gewesen. Das war also ein bisschen weit draussen gewesen. Aber wir haben verdammt viel Vorsprung gehabt. Darum haben wir jetzt gleich noch unser Ziel erreicht. Also ich fühle mich eigentlich relativ sicher, aber jetzt, dort bin ich auch wirklich ein bisschen schnell gewesen, ein bisschen darüber ausgeschossen. So, herzlich willkommen zum Qualifying. Wir probieren jetzt eine schnelle Zeit zu machen. Ich glaube, das wird auch klappen. Im Rennen wird es ein bisschen problematisch werden mit dem Regen. Ich hoffe, ich kriege das her. Ja, aber ich habe schon fast vermutet, dass es da kommt schiffen. Bevor wir jetzt loslegen, wir schauen noch kurz in den Motor rein. Also der Motor sollte in 112 Runden haben, gesamthaft. Aber die Abnutzung ist schon fast bei 50%. Wir haben jetzt aber noch keine Teile gewechselt, weil ich denke, ich warte bis Silverstone. Das nächste Rennen ist in Silverstone dann. Ich dachte, ich warte mal bis jetzt dort. Den Turbolader müssen wir sicher wechseln. Und das MGU-H ist das, glaube ich, oder? Ja, MGU-H ist das. Das müssten wir auch dann mal noch einmal wechseln. Ist noch nicht so schlimm. 63% zwar auch schon Abnutzung, aber ja, das mag schon noch. Ich glaube jetzt noch, dass Rennen mag es schon noch verleiden. Hoffe ich mal. Und sonst haben wir dann einen Motorschaden und einen Ausfall. Hoffentlich nicht, aber ja, mal schauen. Und ja, das Getriebe ist nach wie vor eigentlich noch gutes Abgetriebe. Ich könnte es, glaube ich, auch schon wieder wechseln, habe ich gemeint. 10 von 6 Rennen, ja. Da sind wir schon über dem Soll drüber. Ist aber erst für 42%, also auch noch nicht so, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, muss man noch nicht wechseln, denke ich. Ja. Wir gehen zum Qualifying, eine Chance und hoffentlich nutzen wir die Chance für eine gute Position. Let's go! Oh, da habe ich zu fest abgebremst. Die RS auch verschlafen gerade. Das wieder schnell, hä? Oh, sehr gut aus der Kurve rausgekommen. Das war ein bisschen scharf innen. Die Kurvenkombination dort liegt mir jetzt aber gar nicht. Aber normalerweise fahre ich immer so gerne durch, aber keine Ahnung, was los ist. So, und dann sind wir wieder 1.059 irgendetwas durchgefahren, glaube ich. Und haben wir Pole Position geholt. Okay, ja, ich glaube, ich muss die Schwierigkeit vielleicht dann nochmal einmal aufnehmen. Aber eben, wie gesagt, Spielberg ist einfach eine Strecke, die ich immer fahre. Wir haben zwar nur ein Zettel, also ja, oder 15 Hundertstel gerundeter Vorsprung auf den Bottas. Ja, aber wie gesagt, wir gehen jetzt ins Rennen. Das Schiff für dich wahrscheinlich wird es sehr schwierig werden. Wir müssen einfach einen mega guten Start haben. So, herzlich willkommen bei der Startaufstellung. Wir haben Pole Position. Ich weiss, es ist ein bisschen too much für einen Alpha Tauri.
Aber ja, wir starten jetzt einfach mal so. Eben, es regnet, das wird wahrscheinlich immer in einer Katastrophe enden, denke ich jetzt mal wieder. Wir starten mit Inter und laut der Grafik sollten wir die 18 Runden auf Inter voll können durchziehen. Es wird aber wieder schöner, mal schauen, ob wir dann vielleicht irgendwann noch auf Soft wechseln und ein paar schnelle Zeit rausholen. Und ich würde mal sagen, sprittechnisch, wenn wir für 20 Runden, wir nehmen es mal runter auf, was nehmen wir? 19, ja, oder, ja, machen wir 19. Einfach, dass wir ein bisschen Reserve haben, wenn etwas wäre. Und ja, schauen wir mal, was jetzt passiert. Aber ich bin einfach kein Regenfahrer, aber es schifft immer. Es ist immer das Gleiche. Es regnet einfach. Es regnet nicht mal in der normalen Saison so viel. Okay. Der Start war eigentlich ganz okay, würde ich behaupten. Also ist die Kurve. Uah. Alles klar, soweit so gut. Dass es immer muss regnen in diesem Game, ist so schlimm. Ich muss mich gerade mega konzentrieren, dass ich nicht abfliege. Ja. IRS wieder rein ein bisschen. Oh, okay. Oh, Bottas ist noch schnell hinter mir, denkt es mir. Letzte Runde des Rennens gefahren. Bleib dran. Ich bin zwar vorne, aber mir denkt irgendwie, ich kann nicht gross abhauen vom Bottas. Also die zwei Mercedes bleiben sicher dran. Oh. Eine zunehmende Abnutzung am MGUK. Wir müssen das fette Gemisch vermeiden, damit wir damit klarkommen. Okay, MGUK ist am Arsch, hat er gesagt. Also beziehungsweise wir dürfen einfach nicht viel Fettgemisch fahren. Sollte das vermeiden. Das wissen wir schon seit dem letzten Rennen. Okay, jetzt haben wir 1,6 Sekunden. Also ein bisschen ziehen wir glaube ich schon davon, aber eben auch nicht mehr. Gut, unser MGUK ist ziemlich abgenutzt. Ab sofort können wir die fette Mischung möglicherweise nicht mehr einsetzen. Was? Was? MGUK geht jetzt gar nicht mehr? Ja, es geht noch das Fettgemisch. Aber er hat jetzt vorher gesagt, wir können Fettgemisch nicht mehr aktivieren. Wenn der Motor jetzt noch kaputt geht in dem Rennen, das wäre richtig bitter, Mann. Das würde uns einfach wieder das zweite Mal das Podium kosten. Ich bin ganz ehrlich, wenn die dritte bin ich glücklich. Aber wir müssen einfach gute Punkte holen. Ja, es ist immer noch 1,6, also gross weg komme ich von der Mercedes nicht. Wir in Kürze wieder eine trockene Strecke haben. In Kürze ist es wieder trocken. In Kürze wieder trocken, okay. Jetzt muss er einfach mit einer guten Strategie dann um die Ecke kommen. Ja, jetzt haben wir wieder weggezogen. Ich komme ein bisschen besser aus der Kurve raus. Also ich rutsche schon. Aber ich kann es mit dem Gas relativ gut dosieren momentan. Und darum glaube ich, habe ich auch ein bisschen eine bessere Exit. Perfekt, aber ich glaube nicht, dass es einen Grund gibt, auf andere Reifen zu wechseln. Okay, ja, ich glaube auch nicht, dass man auf andere Reifen gehen. Ich bin relativ zufrieden noch mit meinen Inters. Oh, 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 oh. Fuck. Nicht drehen.
Oh, gelbe Flagge. Oh, die zwei Mercedes. Sind sie zusammengestoßen oder was? Sebastian Vettel, draussen, Safety Car. Oh, shit. What? Delta positiv, während wir uns einreihen. Drossle deine Geschwindigkeit. Unser Oh, ich Delta muss Tempo reduzieren. Scheiße, stimmt, ja. riskieren wir eine Strafe. Verringere sofort dein Tempo. Was ist denn da mit dem Vettel passiert? Fahren wir mal auf Mager. Wow. Hat er einen Motorschaden gehabt, der Vettel, oder was? Nähere dich dem Safety Car. Du führst. Also So, jetzt sind wir wieder mal einmal hinter dem Safety Car. Die Situation haben wir ja auch schon mal einmal gehabt in Kanada. Es regnet nicht mehr. okay, die Abnutzung am MGUH hat einen kritischen Punkt erreicht. Wenn der Motor überhitzt, haben wir ein Problem. Also behalte die Temperaturen im Auge. Hä, was? Jetzt darf ich nicht mager fahren? Oh, oh, oh. Okay, Alter, das ist ja bitter, Mann. Mein Motor geht ja völlig voneinander. Oh, shit, jetzt haben sie es verpasst. Okay, kalte Reifen habe ich. Oder innen auch muss es kalt. Scheiße, Turbo kaputt, MGUK kaputt, MGUH kaputt. Shit, alles kaputt. Okay, ich glaube, Safety Car kommt in dieser Runde auch rein. Ich glaube, so 2 Runden können wir fahren und dann nachher müssen wir auf die Slicks gehen. Okay, die Reifen sind wie gut. Okay, alles klar. Restart is on! Oh, verschätzt. Bottas kommt von hinten. Ich tue über den Hallmodus noch reinhauen. Bleibe aussen. Oh, shit, shit, shit. Oh, shit, 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 shit. Überholt das rein. Ah, da haben wir ein bisschen mehr Leistung, scheint. Lol. Wir ziehen eine alternative Strategie Ja, da kommt mit der alternativen Strategie. oder mit Plan A weitermachen. Ah. Bestätige. Ab in die Box. Ab in die Box. Die kommen alle mit jetzt. Jetzt gibt es ein riesen Chaos. Oh shit, ich bin zu weit draussen. Oh! Ich muss in die Box. What the fuck? Oh mein Gott, was ist jetzt da passiert? Ich glaube, der Bottas hat wollen... Ich glaube, der Bottas... wenn ich jetzt eine Strafe bekomme... Der Bottas hat wollen innen überholen. Und ist voll in mich reingedonnert. Und ist auch mit in die Box gekommen jetzt. Oh shit. Ja, tut mir leid, Bottas. Ich bin leider, hat es mich rausgezogen. 2,8, nicht so ein optimaler Stopp. Oh shit. Hamilton hat einen guten Stopp. Oh Mann, ich habe Bottas sein Rennen richtig versaut, ey. Der ist schon voll hineingedonnert. So, jetzt fliegen wir aber mal ein bisschen da. Oh! Okay, oder auch noch nicht. Oh, shit. Irgendetwas fühlt sich komisch an meinem Auto. Ich rutsche irgendwie so. Oh, ich rutsche hure. Gut, das kann sein, weil die Strecke vielleicht ein bisschen kalt ist.
dass die halt noch nicht so optimal ist. Holy shit. Pierre kommt für seinen Stop rein. Ja, ich rutsche recht. Ich habe einfach keinen Grip. DRS ist noch nicht aktiviert, hä? Aber jetzt. DRS jetzt aktiviert. DRS ist jetzt aktiviert. Okay, der Abstand zum Hintermann beträgt 1,9. Latifi auf P2. Aber der ist ein bisschen schlecht unterwegs mit seinen Inters. Oh, fuck, Alter, ich hab gesagt, ich rutsche um. Hamilton. Also Hamilton wird Position 1 übernehmen, sehr wahrscheinlich. Aber ich glaube, das holen wir schnell wieder auf, weil ich spüre richtig, wie das Auto abgeht und jetzt Latifi haltet uns beide auf. Ah! Oh, Jesus, ich wollte nicht reinstechen wegen dem Latifi. ERS und DRS. Oh! Oh, schlechter Exit von mir. ERS und DRS. Oh, der Mercedes ist so schnell. Ah, Hamilton, nein. Oh shit, Albon ist hinter uns gerade so nahe. Ah, mir fehlt die Leistung. Mir fehlt einfach die Leistung aus der Kurve raus. Gesammelt. Verwende die Überholtaste. Ah. Im Regen haben sie immerhin ein bisschen mehr kontrollieren, habe ich das Gefühl. Aber jetzt hier. Holy shit, ist der Mercedes schnell, wenn es trocken ist. Okay, ich weiß nicht, ob ich den Hamilton wirklich einholen kann. Ich glaube, es ist mal ein bisschen zu schnell. Ich muss verteidigen jetzt. Oh, shit. Aber ich probiere es gleich dran zu bleiben. Ich könnte fett gemischt fahren, aber die Frage ist, ob das der Motor mitmacht. Ich traue mich eben nicht, weil ich will meinen Motor nicht kaputt machen. Boah. Oh, jetzt haben wir ihn. Oh. Gut gemacht. Schön überholt. Könnte das unser erster Win werden? Nein! Oh shit! Wow, fucking hell! Alter, der Curb hat mich richtig weggeschleudert! Oh Mann, immer wegen Fehlerkeit zurück. Ich bin über den Curb hineingeflogen. Alter, ich bin voll weggeflogen wegen dem. Dass das Auto noch fahren konnte, ist gerade ein Wunder, würde ich mal behaupten. Immerhin nicht so viel Zeit verloren. Boah. Kein ERS mehr. Ich muss die Runde mal sparen. Nächste Runde angreifen, muss die Energie wieder aufladen. Der Turbolader pfeift auf dem letzten Loch. Wir sollten Ja, versuchen, Turbolader am Arsch, das weiß ich schon seit dem letzten Rennen. Oh, bitte Motor, gib jetzt einfach nicht noch auf, das wäre der Horror. Okay, ich muss mal eine Runde ERS aufladen. Ist 26%, schon wieder, Alter! What the fuck? Der Curb dort, der bumst mich richtig weg. Leclerc schnellste Runde. Ich glaube, der geht auch Gas hinter uns.
Ah, noch 2 Runden. Okay, ich gehe glaube ich auf Safe und tue einfach meine Position verteidigen. Weil der Hamilton ist einfach zu schnell auf der Geraden. In der Kurve hole ich auf. Im Infield sozusagen da, wo relativ ein bisschen Kurven sind. Da bin ich schneller, dunkt es mir amis. Aber auf der Geraden ist der Mercedes ein verdammter Pfeil, ey. Vielleicht kriegt er noch einen Motorplatzer über da vorne. Gut gemacht. Du bist die bislang schnellste Runde des Rennens gefahren. Schnellste Runde für uns. Ist jetzt gar nicht so schnell gewesen, hat es mir gedacht. Aber okay. DRS ansaugen. Hamilton. 2 Runden kommen wir mit dem Benzin. Bottas schnellste Runde gemacht. Bottas ist irgendwo, weiss nicht wo, ey. Schau mal, ich habe DRS und gebe Vollgas. Oh, Verbremser. Hat es aber noch retten. Setzt ihn jetzt ein bisschen unter Druck da vorne. Hä? Hat er keine Leistung mehr? Das ist deine letzte Runde, die letzte. Ja, keine Leistung mehr. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 40. Irgendetwas ist nicht gut, ich habe keine Leistung mehr. Ich habe keine Leistung mehr im Fall. Ohne Witz, jetzt mein Auto zieht irgendwie gar nicht mehr gut. Hä, was war jetzt das gewesen? What the fuck? Oh, jetzt nochmal der letzte Versuch. Ah, der. Da blockiert er mir zu fest. Ja, ich riskiere es nicht. Ich werde es nicht riskieren. Am Schluss kassiere ich irgendwie einen Strafenflug vom Podium runter. So habe ich mir mein Podium. Aber ich habe irgendwie nicht mehr Leistung. Oder ich weiss nicht, irgendetwas ist komisch gewesen. Ich habe Gas gegeben, es ist nichts gekommen. Oh, Leclerc hinter uns, der wird es auch noch mal wissen. Wo? Wo? Alter. Ah, shit, okay. Ah, Leclerc hinter uns. Oh, er hat es probiert, ich sehe es im Rückspiegel. Oh, shit, okay, wir sind immerhin Zweiter geworden. Unser erstes Podium, klar, ist ein bisschen übertrieben wahrscheinlich mit dem Toro Rosso, aber rein theoretisch mit Regen als eventuell sogar machbar. Holy shit. Aber wie jetzt haben wir am Schluss kämpfen, ich habe richtig gemerkt, ich habe keine Leistung mehr gehabt. Es ist komisch, einfach keine Leistung mehr gehabt. Mercedes ist wieder in Topform nach einem exzellenten Rennwochenende. Es ist großartig, das Team wieder einmal auf dem Podest zu sehen. Wie gesagt, der Hamilton mit Champagner abschiessen, Mann. So den Frust rauslassen. Nein, wir können glücklich sein mit dem Podium. Weil da hat jetzt uns eigentlich mal gute Punkte gegeben. Aber es war richtig ein harter Kampf gewesen, muss man wirklich sagen. Also von 2-3 Mal bin ich fast weggeflogen. Ein großartiges Resultat für Lewis Hamilton. Und ja, der Bottas ist recht mit zurückgeflogen, weil der bei der Boxengasse ja uns reingedonnert ist. Aber ja, eigentlich wäre es mein Fehler gewesen, eigentlich hätte ich eine Strafe bekommen. Aber wenn wir jetzt mal auf die Rangliste schauen, auf die WM-Rangliste, haben wir jetzt endlich gute Punkte können holen und sind jetzt wirklich mal ein bisschen am Gasly vorbeigezogen. Vor uns ist der Lance Stroll, der hat recht gute Punkte schon geholt hat. 49 Punkte. Aber wir können wirklich glücklich sein mit dem P2 und ja, ich habe gesagt, Spielberg oder Österreich, da alle Punkte. Aber es war eben sehr anstrengend. Das wirklich genossen. Bei Ihnen sah das leicht aus. Heute ist für Sie alles nach Plan verlaufen. Es sah aus, als hatten Sie eine richtig gute Strategie für das Rennen. Ja, man nennt einfach das. Sie Chassis schienen wird es das Auto wirklich voll bemerken. unter Kontrolle zu haben. Ihr Team ist sicher begeistert.
Ohne mein tolles Team hinter mir hätte ich das nicht geschafft. Wir reden jetzt über das Team Top. Ich wundere, wie die Fahreranerkennung ist jetzt. Das Leben würde doch keinen Spaß machen, wenn es nicht ab und zu eine Prüfung bereithalten würde. Ja, ich hasse Regen, aber man muss ja. Grossartiges Team. Alter, wie viele Fragen möchte ich noch stellen? Als Formel 1 zu sein, oder? Alter, jetzt kommt wieder so eine negative Frage. Die ganze Zeit so am Loben und dann kommt einfach so, das war wieder mehr Autoscooter gewesen. Das waren ein paar freundschaftliche Rempler. So, Danke für den Kommentar. mehr sage ich nicht dazu. Die Journalistin stellt so komische Fragen teilweise. So, dann haben wir hier noch Rivalitätsanalyse. Da sind wir jetzt natürlich sehr stark gewesen. Bis auf die schnellste Runde, komischerweise. Okay. Wir sind recht langsam gefahren in dem Fall. Auf Fahreranerkennung ist immerhin recht aufgeschossen. Aber jetzt müssen wir eben MGUH, MGUK, Turbolader und da müssen wir alles wechseln. Und ja, da würde ich sagen, das machen wir alles dann in der nächsten Folge, bevor wir dann auf Silverstone gehen. Ja, das wäre es mit dieser Folge von Spielberg von Österreich. Wenn es gefallen hat, würde ich mich natürlich immer über eine Bewertung freuen, so wie aber das Abo, wenn es noch nicht gemacht haben. Und wir können versuchen, einen besseren Vertrag mit deinem jetzigen Team auszuhandeln oder uns bei einem anderen Team bewerben. Vertragserneuerung. Jetzt ist so die Frage. Möchten wir bei Alpha Tauri bleiben oder nicht? Das sehen wir in der nächsten Folge. Bis dann, schönes Tag noch und ciao.